Achso, ja. Oh, krass. Guck mal. Ich kann mich ja bücken. Das ist jetzt das einzige Mal im Spiel, wo ich das wirklich gebraucht habe. Vor allen Dingen, das ist ja kein Bücken hier. Das ist ja... Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter The Vanishing of Ethan Carter. Wir sind gerade in der Mine und haben gerade das Seemonster gesehen. Aber, was wir nicht gesehen haben, war eine Spitzhacke. Und die bräuchten wir, um unsere Mutter aus dem Käfig, also die Leiche unserer Mutter aus dem Käfig zu kriegen. So, und hier bin ich mir noch nicht im Klaren drüber, was das hier eigentlich soll. Bin da vorhin schon ein paar Mal dran gefahren. Aber da hat sich nichts geregt. Und das hat mich aufgeregt. Das kann ja wohl nicht sein. Gib mal ordentlich Speed hier. Gib alles, Junge. Oh. Hat ja wirklich funktioniert. Hallo. Nun? Jetzt fahre ich hier im Kreis oder was? Soll ich wieder zurück? Nee. Ah, Stopp. Zurück. Das da war vorhin nicht da. Mit vorhin meine ich gestern. Ah, da ist die Spitzhacke. Ja geil, die nehmen wir. Und da ist noch irgendwie ein Tunnel. Ah, aber da ist nichts drin. Ist klar. Ja, weiter vorne, da links, da ging es dann auch raus, aber nö, ich fahre jetzt erstmal wieder eine Runde zurück, oder? So, und natürlich fahre ich, weil, hey, ich habe hier schon mal ein Gefährt, da kann man gefahrlos mitfahren. Sag ich mal so. Ach, guck mal, bringt uns direkt beide Momme vorbei. So. Ich hoffe jetzt natürlich, dass man mit dieser, ich lass mal laufen. Ich lass mal knattern. Ich hoffe jetzt auch, dass man mit der Spitzhacke dieses Dingens da aufkriegt, weißt du? Scheinbar nicht. Ja, was muss ich denn hier noch machen? Dann muss ich die Spitzhacke da reinmachen. So, ich muss die da reinmachen. Ja, aber das ist doch dumm. Ich dachte, damit kriege ich das Schloss auf. Ach so. Ah, ach so. Oh. Na, hallo. Ja, da komme ich aber hoch. Nicht hoch. Was ist denn jetzt los? Gehen die alle hin? Die gehen gar nicht so weit. Guck. Ach, das wäre... Oh, voilà. Das ist wieder so ein, Dingens. Mit, wie ist der Mord geschehen? Huch. Da ist mein Vater mit der Spitzhacke. Da ist ein blaues Licht. Was bist du da? Das ist mein Vater, der das Dingens runterlässt. Hat er meine Mutter gehauen? Ernsthaft jetzt? Okay. Und da hat er sie genommen. Das ist jetzt nicht weiter schwierig rauszufinden. Aber da hinten ist noch eins. Chronologie markieren. Ja, okay. Was willst du da markieren? Das ist die Nummer 1. Da sind sie da hingelatscht. Dann hat der da die Spitzhacke genommen. Dann hat er meine Mutter in den Käfig gesetzt. Dann hat er sie runtergelassen. Und dann hat er sich da dumm hingestellt. Und guckt so blöde rüber. So, mal gucken, ob es stimmt. Bin gespannt. He probably ran. But why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No, I don't think it was. Wisst ihr? Ist nicht gut. Oh nee, doch nicht. Also die
Hoppala, die 1 haben wir. Da hat er schon eine Axt in der Hand, also kann das nicht... Ist es vielleicht einfach... Sag ich mal, hier hat er da eine... Ne, hinterher hat er noch kein Beil in der Hand. Guck mal hier. Dann machen wir da draus eine 2. Guck mal her. Das da ist die 3. 4 und 5. Ja, so machen wir das. Jetzt gucken wir nochmal von vorne. Honey, he probably ran. Ah ja. Well, why wouldn't he? Wieso habe ich denn so Why einen would hellen he Arm? be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Our boy is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Und dann hat er so runtergefahren. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Ne, jetzt nicht nach oben, guck. Listen to yourself. No, I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Jetzt fährt er nach unten. Achso, nee, er drückt jetzt Stopp. Holt sich ein Beil. Dale! Dale, what is this? Er macht... Au, hat er ihr auf die Finger gehauen. Er macht das Schloss kaputt. Er macht das Schloss kaputt. Und jetzt geht er hin und fährt runter. You miserable coward! Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper ist must wake up! The sleeper Der Vater must immerhin wake noch up. der The Gescheiteste sleeper hier. must- Das lieber... Okay, das hätten wir. Ich darf wieder runter zocken, denke ich. So. Geht er dann hin? Darüber? Mach mal langsam. Also, Where's Mom? I thought I heard her voice. She's, still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's No, boiling. no, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now. Dale ist unser Bruder. Bruder. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. So. Also, ich denke mal, dass wir alles soweit haben hier. Also wir haben das Rätsel da gelöst. Mehr gab es da auch nicht. Wir haben das daneben gelöst, indem wir halt einfach nur die Bahn, also das Ding, mit dem wir jetzt rumfahren, geholt haben. Moment. Was war denn das Rote da gerade? Ist das eine Kettensäge? Ach nee, das war... War das der Strom? Das war, da steckte die Spitzhacke drin, glaube ich. So. Okay, dann fahren wir weiter. Da vorne links, zu ihrer linken Seite, sehen Sie den Eingang zu einem Seemonster. Moment, ich zeige das nochmal genau. 3 Lesezettel. Ja, alles klar, haben wir schon gelesen. Wer es noch nicht gelesen hat, letzte Folge haben wir das gelöst und gelesen. Das ist natürlich hier noch ein bisschen um. Aber so wie es scheint, gibt es hier keine Abzweigungen mehr. Sprach es. Ja, nee, da brauche ich jetzt gar nicht hingehen, wo kein Licht ist. Braucht man gar nicht erst hingehen, weil da ist halt nichts. Wahrscheinlich Hupen oder so.
Oh, das sieht's doch mal. Das sieht doch nochmal interessant aus. Ach, das war das mit der chemischen Reaktion. Was passiert, wenn ich da weiter nach vorne fahre? Nix. Okay. Ich mach mal aus. Der hat also Benzin. Es ist dunkel hier. Wo bin ich denn? Der hat also Benzin geholt, Ethan, gerade für dieses Autochen da. Und hat dann von seinem Vater gesagt, hier, du musst weg, aber hier, du musst da durch, aber das Wasser kocht nicht. Das ist einfach nur eine chemische Reaktion. Das ist einfach nur Schwefelsäure, gar kein Problem. Ja, dann machen wir das. So. Ordentlich gehustet. Kann ich auch schneller? Nee. Muss ich mal die Blubbern da genau betrachten. Ja, geil. Auch nicht anders wie die ich in der Badewanne mache. So, jetzt sind wir draußen. Jetzt können wir wieder ein bisschen schneller latschen, hoffe ich doch. Also wir hauen jetzt wohl durch die Mine ab, oder wie? I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Mhm. Nun, dann wollen wir ihr wohl den Gefallen tun, oder? Siehst du. So. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Achso, ja. Oh, krass. Guck mal. Ich kann mich ja bücken. Das ist jetzt das einzige Mal im Spiel, wo ich das wirklich gebraucht habe. Vor allen Dingen, das ist ja kein Bücken hier, das ist ja... Wo bin ich hier? Ich bin unten. Ist das das Haus, was ich vorhin gesehen habe? Scheint so. Erstmal nach links geht. Irgendwann, das sind lauter kleine Häuser, da gehen wir natürlich erstmal hin. Ja, okay, das wird wieder leer sein. Was ist denn das da? Viel Interessantes hier. 1901. Ja. 1901. Oder da drüben geht's ans Haus. Da will ich ja aber doch gar nicht hin. Ich will ja erstmal da in das da. Oder was das auch ist. Da kommt Wasser aus dem Haus. Soll das so sein? Achso, ist das ein Staudammhaus? Hey, Junge, Junge. Die haben bestimmt auch Probleme mit Wasser in den Wänden. Sieht aber schon imposant aus. Aber wie komme ich in das Haus? Ja, so schon mal nicht, das kann ich sagen. Ne? Oh, man kann einfach eine Tür öffnen. Oh, man kann die Tür nicht öffnen. Muss ich jetzt den Schlüssel suchen? Liegt hier irgendwo eine Fußmatte oder so? Nee. Dann gehe ich mal davon aus, dass der Schlüssel zum Haus da vorne liegt. Oh, ich muss niesen. Moment. Ich glaube, ich habe noch einen. Ja. So. Das ist ja voll doof mit der Kamera hier. Kannst du nicht einfach niesen oder Klappe halten, niesen und gut ist. Also nicht Klappe halten, Ton ausmachen, niesen, gut ist. Sondern, ja, oder husten. Nö, man muss dann, also, man kann schon leiser machen irgendwie. Komme ich nicht rüber. Man kann schon leiser machen. Aber man sieht ja trotzdem, dass man niest. Oder hustet. Oder nachgepopelt. Ist ja durch. So, was hier? Brandschutztür. Das reimt sich. Junge, was ist denn heute los? Voll der reine Meister hier.
So, ich guck mal. Ja, ich habe schon gesehen, dass da eine Tür ist, aber ich will natürlich... Ne, da ist eine Tür, da will ich natürlich nicht reingehen. Was steht da? Hochspannung. Das ist ja auch gerade hochspannend hier. Aus wie irgend so ein altes Fabrikgebäude. So, das ist auch hochspannend hier. War ich da schon drüber gelatscht? Nee, kann ich auch nicht. Und hier? Nicht, dass ich wieder irgendwo einen Astronauten vergesse oder so. Ach, kann ich da entlang? Nee, auch nicht. Geht alles nicht. Ja, da ist doch aber bestimmt was, oder? Das sieht hier jetzt schon interessant aus. Aus wie hier die Lourdes-Grotte. Also, ja, wir haben, da wo ich wohne, in dem Dorf hier, da gibt's so eine Kirche. Wahnsinn. Ja, ja. Und da ist nebendran, also oder vor der Kirche, wie man es halt nimmt, ist so in Felsen reingemauert, so eine Grotte. Und da steht nichts drin. Ein Altar. Da wurden dann früher die Menschen als geopfert. Was man halt so macht auf dem Dorf. Und über der Grotte geht es so ein Weg hoch, so ein ganz dünner, schmaler Weg. Und da stehen 2 oder 3 so kleine Frauenstatuen. Das eine ist halt die Maria, die ganz oben steht. Und unten sind dann so 2, die so... Oh, die so sagen, bitte, bitte spuck mir nicht auf den Kopf. Oder keine Ahnung, was die machen. Ich gehe mal davon aus, dass das eine, keine Ahnung, Maria Magdalena ist oder so. Was weiß ich. Oh, ein Lichtschalter hier, das wäre sau praktisch. An der Wand montierte Kiste. Axtförmige Verfärbung. Feueraxtkasten. Axt. Das sah gerade gut aus, oder? Nee. Da ist ein Teppich und da liegt eine Axt und ein Schrank. Der Schrank liegt nicht. Oh, und ein Blut irgendwas. Alles klar. Ja, und dann waren da halt so verschiedene Statuen. Da hat mir meine Mutter früher immer verboten, hinaufzugehen. Und deshalb war das natürlich ultra interessant, was das da für Figuren sind und warum ich da nicht hin darf und hin und her. Also meine Mutter hat gesagt, da darf man nicht raufgehen. Das ist verboten, da rauf zu gehen. Stellt sich raus, nö, ist es nicht. Da jeder dürfte da raufgehen. Gar kein Problem. Zerstört von innen, von außen. Ach, die Tür. Übertriebene Gewalt, Verzweiflung, Wut. Ach, die da. Kaputte Tür, ja. Meine Mutter hat das nur gesagt, weil dieser Weg, der ist so eng gewesen. Dieser Weg, wo es ein bisschen hoch geht. Und da waren Wurzeln und Steine und so. Und ihr war halt klar, wenn ich da hochdackel, dann rumpel ich irgendwann runter. Und deshalb hat sie gesagt, da darf man nicht hochgehen. Ja. Ach, guck mal, da muss die Axt sein, ja? Gut, da ist die Axt. Die nehme ich mal. Und das da ist umgestürzter Stifthalter. Wahnsinn. Verstreutes Schreibtischzubehör. Was hast du genommen? Stift, Bleistift, Brieföffner, Lineal, Schere. Was ist das? Ein Taschenmesser? Ah ne, das ist eine Schere, eine blutige Schere. Wo ist das? Das ist beim Aufzug. Ach ja, oben war ja ein Aufzug, aber der war nicht oben. Also unten muss dann ja natürlich der Aufzug irgendwo sein. Okay, jetzt untersuchen wir mal dich. Opfer in die Enge getrieben. Durchstochener Hals. Keine andere Wunden. Kein Zeichen eines Kampfs. Keine Fußspuren im Blut.
Okay, das war's scheinbar noch nicht. Da brauche ich wohl diese Schere, die wir gefunden haben. Und die Axt könnte ich ja unten... Gibt es hier noch irgendwas? Die Axt könnte ich ja unten in diesen Kasten reinmachen. Ja, da wo Axt steht. Fixieren. Was hat sich da jetzt getan? Ich gehe mal schnell hochgucken. Ob ich da jetzt ein bisschen mehr sehe bei der Leiche. Ja, schon. Aber nicht genug. Ich muss wohl noch die Schere finden. So. Gucken wir mal. Der Aufzug. Da muss ich jetzt überlegen. Ist denn der Aufzug? Da. Da hinten ist er. Da geht ja auch Strom hin. Guck. Oder? Nee, Strom geht nicht hin. Naja, egal. Habe ich mich vorher nicht gründlich umgesehen, sonst hätte mir ja der Aufzug oder zumindest der Weg auffallen müssen. Aber ich hätte wahrscheinlich eh nichts gefunden, weil die Schere wohl noch nicht da gelegen hätte. Nach oben? Nee, ich will nicht nach oben. Nee, wenn ich jetzt nach oben fahre, dann bin ich ja oben. Wow. Ich muss aber erst die Schere zurückbringen. Komm, da gehen wir da. Querfeld ein, über Stock und Stein. Ich gehe nochmal hier rüber. Ich habe immer noch, ne, also dieses Astronautending und die Handgranate und so, die wir gefunden haben dann in der 3. Folge, die wir eigentlich hätten in der 2. Folge finden sollen. Das macht mich immer noch fertig. So. Also, Schere. So leid ist Schere. Und jetzt ist gut jetzt, oder? Ah, ist gut. Siehst du? 1, 2, 3, 4. Muss ich wieder Dinger da rum gucken. Naja. Wie sie, oh, die gehen alles Fenster raus. Ne, einer nicht. Einer bleibt hier. Er hat sich verlaufen. So. Ja, dann. Achso, ich musste jetzt erst wieder alle... Ah, da hinten ist noch einer. Guck. Na komm, mach. Das ist wieder den Typ kenne ich schon. Den habe ich letztens schon gesehen. Und das ist mein Vater. Vater mit der Schere. Gegen den Mann mit der Axt. Der dann rausgeht. Achso, da kommt der Mann mit der Axt rein. Kommt der Mann mit der Axt rein und der Vater kriegt Angst, sieht es und macht, da ist ein Mann mit einer Axt. So, da unten geht's weiter. 4 Stück waren es eigentlich. Der blutet am Hals oder so. Hat er ihn da getroffen oder hat er ihm eine Backpfeife gegeben? So, jetzt müsste ich aber... Fehlt da noch eins oder wie? Jetzt müsste ich doch so langsam... Ist da irgendwo noch eins? Ah ja, da hinten, guck. Ja, jetzt kommt die Chronologie. Moment. Mein Vater hat die Axt. Also, pass auf. Mein Vater hat die Axt. Und will sie dem Knispel da auf die Dez hauen. Sozusagen. Aber aus irgendeinem Grund, oh komm, das ist ja einfach nacheinander, aber aus irgendeinem Grund kriegt er die Axt, haut zu meinem Vater in den Hals. Ungefähr so. Mein Vater rennt dann hoch. So. Und hat natürlich jetzt keine Axt mehr. Sieht, dass der da kommt. Das ist dann 4.
und will ihn dann hier mit der Schere bedrohen. Hat nicht so gut funktioniert. So, gucken wir mal, ob das so stimmt, weil das wäre ja voll einfach gewesen. Daneben. So, siehst du? Rangelei, das Ding ins genommen. Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. An accident. I didn't want her to get hurt. Oh, so sick. You know? Since Ethan found that room. Warum ist er nicht Where's Ethan? Goddamn. so irre? Talk to me. Okay, okay. He wants to burn Vandergrift's room. Ach, deshalb hat er das Benzin gebraucht. Just leave me alone. Ich dachte, der hat das Benzin oder Diesel gebraucht für die Lok. The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose Mom. He chose me. So, der schlägt dann die Tür ein und der will sich halt mit einer I don't want to Schere. hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Was? It didn't have to be this way. He could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Okay. Kommen sie wieder alle zusammen? Und was gibt's Feines? Okay. Da runter geht er. Okay, ich will mich beeilen, nicht, dass der einfach da weghupscht. Aber ich glaube, das war's schon. Ah, da hinten ist er noch. Gut, gut. Da hinten. Hat er jetzt vielleicht die Tür aufgemacht von dem Haus? Das wäre natürlich irre praktisch. Das ist doch hier das Haus, oder? Mal gucken, ob die Tür offen ist. Ah, die Tür ist offen. Sehr gut. So. Ist ja wirklich eine Fabrikhalle hier. Ah, da hinten ist irgendwas. Guck. You disturbed it. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. So. This sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Jetzt ist die Tür dazu. Aufsperren? Mach mal auf. Ich mag ja offene Türen. Was gibt es jetzt aber hier zu gucken? Oder ist das einfach jetzt nur ein Durchgang? Hier vorhin aber nicht offen, oder? Wieso läuft eigentlich diese Maschine nicht? Alle anderen laufen. Ja, weil sie geschlossen ist. Eine Kette. Drehen. A wiederholt drücken. Und dann ist es zu, oder wie? Achso. Muss ich vielleicht jetzt alle... Achso, die sind alle jetzt aus. Die ist auch geschlossen. Für was war das jetzt gut? Und warum kann man hier die Tür abschließen? Huh? Ach so. Da kommt jetzt nicht mehr so viel Wasser raus. Kann ich jetzt da vorne rübergehen vielleicht oder so? Geht das?
Gleich mal ausprobieren. Oder gibt es hier noch irgendwie was Cooles? Guck mal, hier war ich noch gar nicht. Da gehen wir natürlich jetzt erstmal... da konnte man rausgehen. Da gehe ich jetzt natürlich erstmal gucken, was das hier für eine Treppe ist. Da vorne liegt was Gelbes. Das sehe ich sofort, dass da was Gelbes liegt. Ach, das ist der Taucher. Guck mal. Ja, ich habe ja in der ersten Folge gesagt, also ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Als es rauskam für die PlayStation 4 damals, habe ich es gespielt. Das ist irgendwie schon ewig her. Und ich kann mich aber an nichts mehr erinnern, außer an den Anfang im Wald und an den Taucher. Ich wusste aber nicht mehr, was es mit dem Taucher auf sich hat. Ja, anscheinend nichts. So. Also hatten der ein Gewehr da liegen, der Taucher. Das geht doch unter Wasser gar nicht. Das müsste eine Harpune sein oder so. Zeig mal her. Ah, Karabiner. Keine Ahnung, ob das ein Karabiner ist. Ich kenne mich nicht aus. Das ist ein Gewehr. Unfinished Story. Found the Sniper Rifle. Okay. Also das war in Wirklichkeit nur ein Typ. Wahrscheinlich haben wir uns jetzt einfach nur einen Stock eingesteckt. Und weiter. Ach so! Ich weiß, wo der herkommt. Der... Glänzt denn das so? Der Taucher. Das ist bestimmt, weil wir letztens die Handgranate ins Wasser geworfen haben. Und dann, anstatt Fische zu angeln, oder was weiß ich was, weißt du so, haben wir den Angler, den Taucher getötet. Oh, guck mal. So. Ist denn hier jetzt noch irgendwas zu finden oder so? Nicht mehr wirklich, nö, das war es eigentlich so. Nun denn, hoppala. So. Ich glaube, hier gab es nichts. Ja. Was mache ich jetzt mit dem Scharfschützengewehr? Oh, da hat gerade was geleuchtet. Ah, das ist da drin. Drehen. Ja, nee, das haben wir schon. So. Was mache ich jetzt mit dem Scharf? Kann man da auch hochgehen irgendwie? Ah, guck, hier war ich noch gar nicht. Ja, natürlich kann man da hochgehen. So, da gehen wir natürlich hoch. Dunkler Raum. Ist nix. Hier ist gar nichts. Weg mit der Empore. Nö, hier ist nichts. Übersehen? Nee, habe ich nicht übersehen. Wie komme ich jetzt da runter da? So, ja. Aber wie geht's jetzt weiter? Moment. Er hat gesagt, er will das Zimmer im Wanderhaus verbrennen. Also deshalb hat er ja die Benzinkanister da gehabt, wo ich halt dachte, die sind für den Zuggedönse da. Und das Wanderdingsbumshaus ist, glaube ich, das da oben. Ne, das da ist der Aufzug. Das da. Ich weiß nicht, ob es das da ist, das allererste Haus, oder ob es das hinten dran ist. Wie komme ich jetzt an den Aufzug? So, glaube ich, ging das. Das sieht gut aus, oder? Ja. So. Dann fahren wir jetzt mal nach oben. Oder? Nee. Ich will erst mal gucken, ob ich übers Wasser drüber kann.
Weil, was hätte das jetzt für einen Sinn, dass wir die Wassermassen da, also den Staudamm zumachen, oder wie man das dann nennt. So, ich dachte, dass man so rübergehen kann hier, weißt du? Nee. Oder? Nee. Na, unten vielleicht? Kann man da unten rübergehen? Ja, aber was hatte das dann für einen Sinn? Ah, hier kann man rübergehen. Guck. Ja. Ja. So. Und was machen wir hier? Suchen wir hier irgendwas? Also meine Idee ist ja, dass wir in das Wanderhaus da müssen. Wanderbrooks oder wie es heißt. Ich habe keine Ahnung. Also da hoch halt. Habe ich ja gerade erklärt. Das kann jetzt hier nicht der Weg sein, oder? Feuerstelle? Ne, es ist keine Feuerstelle. Ich will halt wieder nichts vergessen, ne? Dann gucke ich mich hier mal ein bisschen um. So. Ist da irgendwas? Ne, da ist nichts. Da hinten vielleicht? Auch nicht. Gehen wir jetzt eigentlich hin? Keine Ahnung. Ich folge jetzt mal einfach dem Weg da. Und guck mal, woran mich hinführt. Aber ich habe gerade keine Ethan Ahnung. was close. I could feel him. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I'd come. Okay. Wir sind wieder an einer Brücke. Die sieht hübsch aus. Also, eigentlich wieder nicht. Das ist viel zu scharf. Also das passt nicht zum Rest der Grafik. Das ist halt einfach nur ein Foto, was als Textur drüber gelegt wurde oder irgendwie. Ja, es ist hier da Meckerei, bla bla. Meckerei, blei blei. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen, aber ich weiß, dass wir da erst morgen hingehen. Tschüss. Bis morgen, wollte ich noch sagen.